kann noch am Numm von der ADR als Zustimmung gehen. Ich will aber so, dass das Live zu den Radaren nicht unkonditioniert ist. Die Radare sind da, für den Verkehr zu beruhigen. Sie sind nicht da, für den Staat eine zusätzliche Einkommensquelle durchzustellen. Aber wenn das sieht, dann muss ich noch klar wissen, dass die Abstelle von den Radaren muss an Konditionen gebunden sein. Erstens müssen Plätze gut gewählt sein. Wir haben nicht den Eindruck, dass Plätze wie die Radare, so wie wir es am Blick kennen, wie die Fixradaren, immer optimal ausgewählt sind, am Hinblick auf eine Beruhigung vom Verkehr. Die zweite Bemerkung ist, dass wir als Gänge mir eine große Proportionalität wünschen zwischen der Höchst von der Strophe an der Vitesse, die fährt. Von den 1 oder 2 Kilometer über ein Vitesse leitet nur Ajustement, da soll das an Eisen an Manner heisch bestraft gehen, wie wenn ein deutlich mehr gefahren ist, für da eine gewisse Proportionalität und mehr Gerechtigkeit an das System heranzubringen. Und das dritte ist, nach einkehr mir denken, dass Radaren da sind, wie den Verkehr zu beruhigen, und dafür gehen wir auch nach einkehr insistieren, dass Radaren deutlich ungekündigt sind, aber möchte auch mit dem Rappel von der Vitesse, die auf der Platz muss gefahren gehen, maximal. Wir haben viele Plätze, wo man sich fragt, von der Radar könnt, also der Lohai 90, 80, 70, wird aus der Lohai genau die Vitesse, aber ein Ziel eben aus, die Leute dazu zu bringen, mehr los, mehr verantwortlich, mehr sicher zu fahren, da soll das doch auf diesen Plätzen noch einmal ganz klar gemerkt werden, hier ist ein Radar, an der Doen als die maximale Vitesse, die auf dieser Platz darf gefahren gehen. Von den Konditionen erfüllt sie, meine ich, dann als Zielsetzung von der Radare noch mit deutlicher Nachtrag und nummer doch gleichzeitig die Akzeptanz bei den Leuten. Das gesagt, ging mir aber gerne nachgehen wie das Lesung, weil es eine administrative Vereinfachung für viele von unseren Mitbürger darstellt.